Unsere Adventsserie mit den 5 Fingern geht langsam aber sicher am Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür. Aber ganz durch sind wir noch nicht. Heute sind wir beim Ringfinger. Der Ringfinger ist ein sehr wichtiger Finger für die Verheirateten umso mehr. Die tragen dort ihren Ehering und damit auch das Versprechen von der Treue. Und es ist auch genau das, was hier drin steckt, wenn wir es jetzt beziehen auf Gott, was Gott hier drin für einen Wesenszug ausdrückt mit dem Ringfinger, nämlich einen ewigen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Ein Bund von der Liebe, der nicht mehr zu trennen ist. Ich meine, wir Menschen, oder, wir fühlen uns vielleicht manchmal minderwertig, nicht so geliebt oder unfähig, unbegabt und haben das Gefühl, ja, ich bin doch unbrauchbar auch für den Gott. Aber ich darf uns erinnern, der Bund, der geschlossen ist mit Gott, wenn wir uns einmal auf den Gott der Bibel eingeladen haben, der besteht. Nichts kann uns trennen von dem. Es heisst wunderschön auch im Römerbrief, ich möchte euch das gerne kurz vorlesen, da heisst es: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das ist die Verheißung vom Ringfinger, also die Treue. Gott hat etwas vom Wertvollen gegeben, indem er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, an Weihnachten, das, was wir jetzt feiern. Und das können wir uns auch daran erinnern, wenn wir unseren Ringfinger anschauen.